Okay, da fangen wir an. Wir wollen dich auch nicht nach zu lange hier abhalten, weil für allem soll man echt ein riesen Merci, dass der Bayer ist kommen seht. Wir wissen, dass wissen auch dazu schätzen, dass die bei all Dach hier Bayer ist dabei sind, dann alles Modell, dann dauernd Sweever, dann wissen wir auch wirklich zu schätzen, das Fisch für Eis und dafür muss man einfach so, wir sind an einer total außergewöhnlichen Situation. Auch für den Nujibel ist das hier nicht all da. Wir sind am Streik, wir sind an einem laufenden Streik, wir sind am Tag 3 vom Streik, 400 Maison de Soins de Wiesen. Und wir haben alle Gute noch nicht, die alltäglich gewünscht mit einem Streik. Der wisst das. Und für allem an diesem Sektor, schon das letzte Woche auf der Pressekonferenz gesagt, ist das ja noch mehr außergewöhnlich. Wir haben eine Situation, wo Leute, die Menschen arbeiten, alltag hier Leute pflegen und betreuen, müssen auf verzichten, ihre Arbeit auszuüben und müssen ihre Arbeit niederlegen, für ihre Rechte zu kämpfen. Und das ist schon außergewöhnlich und was wir hier erleben, mengen ich vergisst keiner von uns. Das alltag total emotional. Wir machen Ups und Downs durch. Wir sind wirklich körperlich und moralisch gefordert und dafür genial, dass da immer dabei seid. Und da bringt er doch noch mit sich, dass an so einem Streik alles immer anders geht, wie es geplant ist, an alle Stunden etwas Neues passiert, dann neue Momente kommen und dass es dann eben dazu führt, dass man Sachen müssen umändern und umplanen und ganz kurzfristig annoncieren und so unter anderem die Pressekonferenz haut. Dafür entschuldigt, dass das so kurz war. Für uns ist auch alles wirklich au jour le jour und sogar Stunde zu Stunde. Dafür aber auch de Message, dass man den Anfang vom Streik Peting nicht mit der Frühschicht angefangen hat, heute Morgen zu Peting. Wir müssen da so, dass eigentlich und die Leute an der Mojibel den Anfang vom Streik zu dezidieren, auch wenn der Betrieb de Morgen ein bisschen durch den Nägel geroden ist, weil er gemeint hat, wir geben heute aufhängen und streiken. Müssen wir können zu allen Moment spontan reagieren, also passen, Decisionen holen und auch mal vielleicht für Überraschungsmomente sorgen. Wir, also wie gesagt, nicht geplant von uns, auch nicht, wir haben immer annonciert, soll Freitags Lasko und Evenemento gemäht, dass wir nicht Freitags Neues aufhängen. Wir werden an der nächsten Stunde an dich aufhängen. Wir haben auch ein bisschen dafür gesorgt, dass die eine Überraschung war, wo die Direktion vom Haus Peting das komplett Personal für sich zu ersetzen. Und als Leute aber schaffen gegangen sind und sie doppel Besetzungen hatten. Und so muss man eben noch aufpassen. Und wir sind da bereit, zu allen Momenten anzufangen. Wir haben noch dadurch gelernt, wir können leider nicht wirklich frei annoncieren, wenn der Streik angeht. Wir werden euch aber, sobald ganz konkret bekannt ist, werden wir euch informieren. Selbe ist mit der Money von der Matkret, also ein Solidaritätsrassemblement. Ich motiviere, da muss ich aufpassen, dass ein Rassemblement von den Kollegen aus dem Sektor, aus dem Pflege-, Sozialsektor, aus dem Gesundheitssektor, von den Militanten von Mojibel, von den Personaldelegierten, war geplant an der Stadt, Hummerlo, auf Beeteburg verloren, weil die Beeteburger Kollegen dann 4. Streiktag sind. Und man meinen, dass sie auch verdient und dass die Unterstützung sich ausdrückt und dass sie auch gesehen, dass die Leute zu ihnen stehen und dass man auch halt zu Beeteburg ein bisschen mehr auffallen, weil wir sind immer hier. Der Direktion vom Haus fällt es ab, der Beeteburger fällt es vielleicht nicht so ab, dass wir hier sind, am Morgen wird es dann auffallen. Und dafür hast du ein kleines Changement de Programm. Mit bleibt aber so bei der Money, und bleibt bei der Message bleiben dieselbe. Und Messagen sind noch weiterhin dieselbe. Der hat gekriegt letzte Woche, und der kannst du, wir sind so alltag, so wir erst. Wir sind total determiniert. Und am Anfang, als Stunde vergeht, stärkt die Leute hier immer mehr. Wir haben gestern einen mega Success erlebt. Wir waren nur 3 Stunden Streik, haben wir alles durchgesagt, was die Leute gefordert haben. Das könnte uns rückgewandt gehen. Wir sind mehr stark wie je. Die gesehen doch heute, wenn ihr kennt. Ich fand das so flott. Seht ihr wirklich, dass wir uns etablieren, für zu bleiben. Alltag können den Zelt bei. Wir sind alltag mehr Leute, also Leute von außen, die uns unterstützen kommen. Und wir sind mehr wie je überzeugt und determiniert und motiviert, für heute nicht mehr zu regeln.
An der die Leute sie wirklich couragiert, die schon da doch schon gesagt, die bleiben mir schwatzen von den nächsten Tag, mir schwatzen von den nächsten Wochen, geht nicht geregelt. Wir kriegen das Heitenhaus auch nach an Knien, aber wir werden als Recht auch verteidigen. Und das gilt auch für die anderen zwei, also den anderen Betrieb, Cita Senior, mit seinen 2 Häusern zu Pöting an der Stadt. Dadurch, dass du eine kleine Info, verschiedene von euch hat schon mitgekriegt, wir hatten Durchstimmung gestern clôturé zu Pöting am Saint-Jean-de-la-Croix, und wir haben also aus ordentlichen Resultaten, wir haben 2x100% des Streikbereitschaft von den betroffenen Leuten. So, dass auch da kein Zweifel besteht, da geht es selbst weiter wie heute. Hi. Und, wir wollten ja aber auf die Pressekonferenz alle an dem laufenden Streik geschwäst, da sind wir sind all da Reise, wieso die kommt ja mit Fotos und wir so eine bisschen wie die Stimmung, also was Neues am Haus geschieht. Wir haben aber heute wirklich Informationen über den Betrieb, für den wir heute stehen, die wir erst wollen mitteilen und die an Eisenbahn müssen raus. Es kann nicht mehr so weitergehen. Und wir wollten hier einfach einen kleinen Abblick geben an das Geschäftsmodell Sodexo. Wir sind an einer Situation, wo wir nicht mehr nachgucken können. Wir haben hier einen Betrieb, den einen Sektor aus dem öffentlichen Dienst, ein Teil vom Sektor aus dem öffentlichen Dienst ist, den eigentlich läuft, klingt Haus zu Beteburg ist, für die Beteburger Anwohner an anderen hier Familien zu betreuen am Alter. Und wir haben auf der anderen Seite multinationale Konzern, den das Haus halt betreibt. Und da fängt es für uns einfach Grenzen zu stoßen. Das allein kann ich unzweifelhaft nur feststellen, und das kann ich aber, da kann ich noch so, wenn es gut machen, da geht es ja. Wir merken aber, dass es nicht gut machen. Und das haut den Ausdruck davon. Und du kannst den Herr Ehrang so oft so wie er will, ich bin nicht betroffen. Hier sind 10 Salarien am Streik gehen hin. Und da muss ich einfach ganz hart so wie das, und da muss ich dann auch abdecken, was hier an den Kulissen an dem Betrieb passiert. Es kompliziert, als ein verschachtelt, vernetzten Firmenkonstrukt, um den es hier geht. Wir haben auch nicht alle Informationen. Wir haben noch nicht den Durchblick bei allem, weil ich meine, dass ich in den nicht kann, wenn ich nicht unbedingt vom Pfarrer vielleicht das gelehrt wird. Wir gehen ja einen kleinen Anblick dran. Wir haben eine komplett trianguläre Situation, wo wir 3 Akteure haben, die wir nehmen. Die mit einer Familie sind und mit denen kontraktuell irgendwie verbunden sind und jeder wie von den anderen Engagementen hat. Engagementen, die irgendwie Lust erschenken, wenn die verschiedenen Kontrakte durchliegt. Es geht eben darum, dass am Jahr 1992 als die erste Konvention unterschrieben ging zwischen dem Lützeburger Staat und der Firma Sodexo. Das ist eine Konvention, wo seht, dass der Terrain dem Lützeburger Staat gehört. Dass der Staat den Terrain der Firma Sodexo zur Verfügung stellt, gratis. Die Firma Sodexo baut ein Gebäude auf dem Terrain und verlohnt das an den Staat. Der Staat bezahlt über 20 Jahre lang einen unbekannten Loyer und die Firma Sodexo auf einem Terrain, wo ihm gehört, und soll laut der Konvention von 1992 nur 20 Jahre proprietär sein vom Haus. Das Haus war meubliert von Sodexo, das Loyer begreift Möbeln und alles, was zu dem Haus gehört. Aber dann die Konvention, für den, wo das interessiert, kann ich gucken. Da sind Annexen dabei, was das begreift. Das ist ein Terrain von 400 Jahren, da sind Ekurien dabei, das ist ja wunderschön, super Haus, wo der Staat dann dem Haus Sodexo Leute dafür bezahlt, für das die ein Pflegeheim daran betreiben. Demnach war es Sodexo ein Saal, und muss ich mich vorbei aber ein bisschen rumfahren, war es Saal, es gab noch kein ASBL Sodexo. An der Konvention stehen eine Reihe interessante Sachen. Sie haben ganz wenig eigentlich über die Verpflichtung von Sodexo par rapport zum Staat. Sie haben aber immens viel über die Verpflichtung vom Staat par rapport zu Sodexo. Wir haben eine Verpflichtung vom Staat, den Entretien vom Haus zu assurieren.
alles was Remplacement, Reparation, alles was du Hand run gehört, bezieht der Staat. Wir haben aber einen Satz, der sagt, considérant qu'en conséquence Sodexo, bien que propriétaire en droit, n'assume ni les charges ni les risques incombant normalement au propriétaire. Denn da steht weiter, dass Sodexo darf gut kein Perd durch die Operation zählen, mir auch kein Benefiz. Interessant, wie war denn Sodexo Lützeburg könnt ein Haus exploitieren, weil der Maison Soins einfach aus humanitären Gründen, aus gutem Willen, darf sich kein Geld da verdienen. Dann haben wir am Jahr 2020 ein Komitee de Gérance, das geschafft ist, wo Leute vom Ministerium dran sitzen, Leute von Sodexo dran sitzen, und Leute vom Personal dran sitzen. Den das heißt, die Gérance vom Haus soll kontrollieren. Mir ist also nicht bekannt, dass den getagt wird, mir wird ein Rapport gerne gesehen, mir wird gesessen, was dann da diskutiert gehen, als wenn dann da was kontrolliert wird. Das Ministerium soll ein Droit de Contrôle und de Surveillance über das Hauptfunktionament vom Haus behalten. Das scheint ja auch nicht passiert zu sein an dem Fall. Wir sind heute an einem Streik. Das Ministerium sieht, betrifft uns nicht, oder das Gesetz sind nicht dafür, etwas zu machen. Nur den 20 Jahren soll alles dem Staat gehören. Nee, was das passiert, nur den 20 Jahren eine neue Konvention unterschrieben gehen zwischen dem Staat und der Sodexo. Das gehört nämlich zu Sodexo SA. Wir 95 hat Sodexo eine ASBL gegründet. Sodexo, sie ändert dauernd den Namen. Dem war das Sodexo mit Hasch, Residence Service ASBL. Du hast eine ASBL gegründet, die für das Haus heute zu feiern. Nebenbei gesagt hat Sodexo dann dem Haus der ASBL Leute zur Verfügung gestellt für die Kontabilität vom Haus zum Beispiel zu machen. Nicht an uns als Assurance Dépendance angefordert gehen, du hast Sodexo ASBL nicht mehr nachkommen mit der Dokumentation, das war dann ein Sureffort und der Kontabilität und so weiter. Du hast die ASBL müssten Sodexo bezahlen, das tun wir alles dann konventioniert, für die Leute zur Verfügung gestellt zu kriegen, für das Haus zu machen. Sodexo gründet also eine ASBL, wo anscheinend nicht selber kann seine Aktivität überholen, ich muss dann Leute zur Verfügung stellen, die ihrem kosten. Und das geht so weiter an so viel und das ist wirklich ganz interessant und aber auch untransparent Entwicklungen passiert. Spannend für uns, und für unseren Fall geht es dann eben so, dass wir über Jahre am Krieg sind mit dem Haus und dauernd immer gesagt kriegen, das Haus ist schlecht rund, das ist finanzielle Schwierigkeiten, das ist kurz vor der Faillite, wir müssen einen Sozialplan machen, wir müssen Leute entlassen. Und das war am Höchstpunkt dann ab 2010 natürlich, und 2015, 2016 hat es sich immer mehr gesteigert, der hat das mit verfolgt. Spannend geht dann, dass 2016 der Staat mit der ASBL Sodexo eine neue Konvention unterschrieben hat, auf 27 Jahre. Mit einem Betrieb, den von Faillite schwätzt. Dann haben wir an der Konvention auch eine Reihe interessante Sachen. Just eine Anekdote am Rande. Da gibt eine Konvention unterschrieben zwischen dem Staat und der ASBL, Sodexo Residence Service. Und da steht weiterhin, wenn das die ASBL. Die ASBL besteht aus zwei ASAen. Der ASA Sodexo Lützeburg und der ASA Sodexo Senior Service ASA. Und zweimal stehen Vertreter für die zwei ASAen. Und das sind zweimal den Herr Michel Croiset und den Herr Michel Ponce. Die sind also zweimal Vertreter für die zwei ASAen, die die ASBL durchstellen. Also irgendwann könnt ihr nämlich noch Sodexo Senior Service ASA hat für den Balgorast geheischt. Wir sind hier nicht an einem kleinen Lebenspflegesektor, der merkt, wir sind hier an einem multinationalen Großbetrieb. Wir haben ein paar Chiffren da recherchiert. Sodexo international hat 427.000 Salarien. Er will hier 117 Leute hier Peine da haben. Ne? Sie sind an 80 Länder vertreten. Sie sind den ersten Employer auf Frankreich. Sie sind ein Jahresumsatz, ich muss immer überleben, von 20,7 Milliarden Euro. Und dann 117 Leute kriegen hier Peine bezahlt.
Wir sind an einer Situation, wo man mengen, dass du einfach nicht seriös, was hier passiert. Du siehst so viele Sachen, die man nicht durchblicken, wo man nicht verstehen, für was passiert das. Wir haben ewig gefragt, wo die Situation dann so dramatisch war, finanziell für Zahlen zu kriegen. Weil wir als Salariatsvertreter gesagt haben, wir machen halt so, da wollen wir können nur vollziehen, für was das so, was das so passiert. Das hat dann Jahre gedauert, bis man Bilan an Profit per Krito von der Entreprise an die haben wir ein paar Jahre zurückgekriegt. Das war das letzte Jahr, und dann ist so bis 2010 oder 2011 zurückgekriegt. Wir haben die analysiert, dass die Bilan, die publiziert sind, die offiziell sind. Ich muss ganz vorsichtig sein mit meinen Aussagen. Wir haben die analysiert, wir haben eine ökonomische Analyse auch machen lassen von der Situation vom Haus. Und da sind ein paar schludrig, unverantwortlich Umgang mit Geldern abgetaucht an Eisenahn. Wir haben, ich gebe erst 2, 3 Beispiele an für den Rest, die Sachen, wo man nicht können sagen, wo man nicht will an der Prison, und die Sachen, die man auch nicht verstehen und dürfen nicht wollen ausschwätzen. Pur flagrant Beispiele sind einfach, dass der Betrieb ganz viele Jahre Benefice gemäht hat, laut den Bilanzen. Die figurieren nicht am Bilan als Benefice mehr, wir haben immer positive Resultate, Millionen hoch. Ein SBL, für ein SBL soll ja nicht, das soll man immer, soll ja heute kein Geld gemacht gehen mit der Pflege von allen Leuten. Wir haben also einen Millionenbetrag an den Konten stehen, den auch an Eisenahn versicht gehen, als vertuscht zu gehen an der Zeit von der Krise, von der Menace vom Sozialplan, wo dann extrem hohe Provisionen am Bilan auftauchen, wo man nicht wissen, für was dann, die auch nicht gerechtfertigt waren, für den Accident ein bisschen mit Klang ausgesehen zu lassen. Wir haben dann bemol Accident, die verschwunden, wir haben da keine Erklärungen dafür. Wir haben auf der anderen Seite, an einer Zeit, wo einer sieht, wir machen halt so, es geht gar nicht mehr, stellt den sich froh, für was muss die kleine ASBL, Sodexo Residence Service, alle Jahre ein Prä machen und der große Mammenkonzern Sodexo, den nach mit den Milliarden Euro Jahresumsatz, gell? Wir lehnen dem Geld, wir lehnen dem als Steuergelder alle Jahre. Und zwar ziemlich viel. Auch du musst zwar nur genug gucken, aber du siehst immer auch Millionenbeträge, wo dann Sodexo Residence Service SBL und Sodexo lehnt. Ob froh und den Herr Ehrang für was das so wir an seht uns, das wenn ein Zinssatz. Wir kennen den Zinssatz an den als Dave. Also wir sind der Meinung, aber du musst ich auch sagen, das sind als Interpretationen. Dass sie noch bei einer gängigen Bank einen besseren Zinssatz gekriegt hat, wenn er als Sodexo Welt Geld platzieren, weil er es zu viel hat. Aber wenn er es zu viel hat, für was muss er die Leute entlassen? Und darüber kriegen wir wahrscheinlich keine Antwort. Ich so nicht, der könnte hier froh gehen, aber der kriegt auch keine Antwort. Eine Antwort, die du schon immer angefällt von der anderen Seite, ist das, weil wir alle zu dumm sind, für das zu verstehen. Aber gut, die gesehen, vielleicht hat er die Chance wie mir. Und wir haben also Prä, den absolut ungerechtfertigt ist, wo man nicht verstehen. Wir haben also positive Resultate gehabt, jahrelang, wo man nicht nur verzeihen, wo sie übrig bleiben, weil das passiert. Wir haben dann haben wir nach ein Phänomen, wo wir sowieso, also GBL, du gehst sehen, wir haben eine Auslagerung von allem Personal, was nicht direkt, wie wir so, nur die Patient schafft. Was nicht direkt mal ein Bewohner schafft, so was nicht zu dem Care-Geschäft gehört. Gut, das kann ich nur reprochieren, mir das so, dass man das geschieht ja überall und das wäre normal. Aber wenn ich aber in einer Krisensituation bin, wenn ich Leute habe, die 400 Jahre müssen streiken, für hier Paien zu kriegen, und ich lagere mein Personal aus, da gehe ich vielleicht gucken, wo ich das Personal ausgelagert kriege für nicht gerade den allerhöchsten Tarif. Und hier lagere ich Personal aus für Summen, die manifestement nicht bei dem ausgelagerten Personal landen. Die Summen für das Personal détaché haben sich von 2011 auf 2016 verdoppelt.
a 5 Joer verdurbelt die Depense am Bilan. Personal huet sich lo net verdurbelt op de Posten. Natürlich schon méi Personal méi das net dementsprechend. Mir hunn do en Montant op de Bilan den net kann an de Paien sech rëmspiegeln an lo der 3 Rode wen dat Personal ausgelagert gin ass. Ech menggen das evident und so so. Die all Joer do an lo schwatzenech vum Joer 2016 mit das awer ebe ganz rapid geklomme mé grav an dee gréissten Ordnungen do 3 Millionen Euro fir Sous-Traitance-Personal und Sodexo bezielt. Ich denke, dass den Direktor sing Pai do dran ass, dem Gärtner sing an dem Kach sing man die 3 Millionen net aus. Wie gesagt, ich will nicht an die Prison kommen, schauen wir op. Da sind Sachen, die man an der Bilan lesen, das sind einfach Fakten dabei, wie hoch die Montoren sind. Das skandalös und das ist einfach nicht mehr traurig, dass wir an so einer Situation sind, für die 117, die hier alle stehen, die das dort wissen, die das dort müssen nachgucken. Ich denke, das ist aber auch skandalös für die Steuerzahler. Und ich denke, dass wir das alle gut nicht können akzeptieren können. Und ich meine, dass man dem dort einen Stopp setzen. Wir können nicht nur gucken, wie do öffentlich Gelder an die doten Machenschaften geraten. Und natürlich können wir alle guten Empörter darüber sehen, mit eben nach einem dritten Hai am Spiel, den eine Verantwortung hat. Und wir meinen wirklich, dass es in der Zeit ist, dass eine Regierung sich anschaut und der Toten seriös kontrolliert. Es kann ja nicht sein, dass man die Sektoren, die über öffentliche Gelder finanziert wird, und dass da keine Kontrolle über die Finanzsituation von den Betrieben besteht. Dass dann der Minister sagt, ich kann nicht machen, ich habe keine gesetzliche Basis für den Betrieb zu helfen. Wir fordern heute keine Hölle für den Betrieb. Wir fordern, dass die Leute richtig bezahlt gehen. Wir hätten gerne, dass die Leute da kriegen, was ihnen zusteht. Aber wenn der Minister sagt, dem Betrieb geht es nicht gut, dann hätte man gerne, dass das kontrolliert, dass die finanzielle Situation analysiert. Und wir hätten gerne eine Surveillance von unserem Staat über die Gestion von den Häusern, vor allem über die Finanzsituation von den Häusern. Wir sind heute knallhart an unseren Aussagen dazu. Wir regeln da nicht mehr zurück. Wir akzeptieren noch nicht, dass wir da weiter auf lange Bank gedrückt und gesagt kriegen, betrifft uns nicht, dass wir ein Privathaus und das Privathaus, das sieht, betrifft uns nicht, weil wir sind nicht am Streit mit den Leuten. Gut, wir können weitermachen. Irgendwann ein Knicken an. Wir sind aber der Meinung, dass auch eine Position geholt gehen, auch von staatlicher Seite. Wir meinen, dass die Staat seine Verantwortung zu überholen hat, das zu kontrollieren hat. Wir meinen auch, dass wirklich der Punkt ankommen, sondern das ist eine seriöse Forderung. Wir haben sie letzte Woche gestaltet, die Antwort kam darauf, das Haus darf nicht weiter eine höchste Valeur monetär kriegen. Für Leute, die 400 Dir stehen, die heute noch kein Pai kriegen. Das kann ja nicht sein. Du musst die Finanzierung, die muss so gestoppt gehen. Das muss direkt abelo an rückwirkend für all die Zeit, wo die Leute das nicht gekriegt haben, den neuen Kollektivvertrag, darf das Haus nicht die zur Finanzierung durch die Kollektivverträge weiter kriegen an gekriegt haben. Wenn eine Regierung feststellt, dass du wirklich krumm Sachen an den Finanzen passieren, dann meinen wir auch, dass eine Regierung misst können so ein Stopp mal zuletzt so. Wir meinen noch, dass es dann Träger gibt, die das Haus dann seriös können feiern, die responsabel mit öffentlichen Geldern müssen umgehen. Wenn er wirklich dabei herauskommt, dass Schmuck getrieben wird, dann muss dem heute wirklich angesagt gehen. Und wir sehen, wie weit das heute geht. Wir stehen heute den dritten Tag, so selber mischt weiter mit seinen Finanzaktionen. Wir haben nicht den Bilan von diesem Jahr, den wird man auch nie mehr gesehen von ihrer Seite aus. Wir gehen davon aus, dass nicht alles besser ist, wie das letzte Jahr war. Ich erinnere daran, dass wir das letzte Jahr gestritten haben, dass die Leute einfach schall bleiben. Wir haben von Sodexo gesagt, nee, das so ist nicht so. Also ich meine, den Spruch ist immer dieselbe. Wir sind auf Schlichtung gegangen, wir haben gesagt, so ist nicht so.
Wir sind an der Schlichtung, haben wir versucht, Lösungen zu finden. Wir sind aus der Reunion Moisumele war rausgegangen, wo der Präsident von der Konstitution dem Herr Erang an seinen Assistenten aus der Direktion an seiner Vertretung gesagt hat, ich meine, heute geht es nicht mehr zu schlichten, da sind wir an einer Non-Konstitution. An den hat er zurückgerudert, er gesagt, nee, da können wir schwatzen aber nicht weiter, weil er da gefragt hat. 12 Uhr als an Pressgang hat gesagt, ich entlassen die 60 Leute oder 70 Leute. Also das ist ja nicht nur zu gucken, wir sind damals, waren wir für so einen Streik, wir haben uns zu 3 getroffen, der Minister ist an allerletzter Minute angesprungen, wir hatten eine Runde, 3 Tage für Drohnen Freitags am Minister, wo ein Akkord erschrieben ging. Das ist ein Akkord zu 3 erschrieben ging. Und der Betrieb Sodexo hat sich engagiert, die Leute an Verjalkonditionen zu halten. Er hat sich engagiert, die Leute weiter richtig zu bezahlen. Und hat sich sogar engagiert für die 33, die schon unterschrieben hatten, unter dem Druck zurückzuholen. Das steht am Akkord dran. Der Minister hat sich engagiert, den Betrieb finanziell zu helfen, weil die dann damals manifestement finanzielle Schwierigkeiten waren laut ihnen. Und wir haben uns engagiert, dafür nicht zu streiken. Wir sind zu 3 auf die Weg gegangen, und 2, 3, 4 Monate noch halten 2 Seiten sich anscheinend nicht mehr um den Akkord. Den Sodexo hat die Leute kurz danach rumgenkert und hast nur gefangen, der geht das über Verschale rausgeholt und heute stehen wir da, wo wir stehen. Der Minister der steht zu seinem Akkord. Wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit von den Gesprächen gelaufen ist. Du war mehr außen vor, die sind zwischen Sodexo und Staat gefordert, gehen die Gespräche über die Finanzhilfe oder Finanzsituation Sodexo. Du sind mir außen vor. Wir sehen just das Resultat von dem Ganzen. Maybe you or no, wo wir nachher immer nicht das, was da so steht. Aber wir werden nicht mehr nur gucken. Und da sind wir ja am Gang, nicht mehr nur zu gucken. Und wir machen halt weiter. Und wir wären froh, wenn der Tote kein CE abdecken, was da passiert. Und wenn es so ist, wie wir es stark vermuten, dass dann da Konsequenzen zugehen. Am Sinn von unserer Gesellschaft, am Sinn von unserem Land, was Wert darauf legt, dass es eine qualitative Pflege am Alter gibt, eine öffentlich bezahlte Pflege am Alter gibt, und die sicherlich nicht zu den Händen vom Großkapital soll fallen und zum Benefiz erfahren. Und in dem Sinn gehen wir weiter an den Streik. Ich soll nicht mehr sehr, aber für die Null.